Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Es ist jetzt eine ganz neue Aufnahme. Mir ist in den letzten Aufnahmen ein Fehler unterlaufen, den ich zu spät bemerkt habe. BZW, ich hatte dieses Stück hier aufgenommen. So, darauf. Leider hat in dieser Aufnahme im Hintergrund nichts hinkaut. Frag mich bitte nicht, was passiert ist. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit damit verbraucht, das alles nochmal hinzurichten oder so hinzubiegen, wie wir es benötigen. Heute möchte ich kurz und schmerzlos mit dir umgehen. Wir werden uns dieser 2 Missionen widmen. Und danach möchte ich da weiter hinauf marschieren. Gell? Nur dass du Bescheid weißt, wir werden da sicher noch mal ein bisschen was zerlegen werden müssen, dürfen, wollen, sollen. Wir werden uns dieser Karte noch widmen. So, da, das werden wir alles noch ein bisschen abmarschieren. Da hinauf, da. Ja, wie gesagt, wir haben noch einiges zu tun. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Und als krönenden Abschluss des ganzen Scherengartens werden wir uns hier der 4 Rivalen entledigen. Wir werden sie versuchen, hier an diesen, ich glaube, das ist irgendwie so ein Hof oder so ein brennender, entweder locken wir sie hierher oder wir locken alle 4, wenn sie uns gediegen sind, hierher. Wie wir das machen werden, weiß ich noch nicht. Der Guerilla-Schwierigkeitsgrad stellt mir da ein bisschen vor ein paar Herausforderungen. Genau. Ja. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt genau die richtige Mission, und zwar eine andere Burg. Ich logge uns da jetzt ein. Eine andere Burg. Und da ist nichts aktiviert. Sehr gut. Finde das Transkript einer Nachricht zur Evakuierung. Das machen wir doch glatt. Im Übrigen, gell? Log Fertigkeiten. Wir sind mittlerweile Stufe 8 und ich habe nicht mehr gemacht, dass wir da weiter gelevelt und da weiter gemacht, gell? Dass du Bescheid weißt. Wenn wir da Wissbegierde haben und in Komponentenschaden, gehen wir da herüber. Beziehungsweise 1, 2 Dinge in der Ausdauer möchte ich machen und dann gehen wir es da an. Mal schauen, dass wir den kompletten Schaden, den wir bis jetzt machen, ein klein wenig verdoppeln und verdreifachen. Genau. Mehr, für viel mehr mache ich den Scheiß eigentlich gar nicht. Weil bitte mich dahinter kommen, der Schwierigkeitsgrad Guerilla spielt sich da, der beißt sich ein bisschen mit dem Schaden, den du dann später oben ausmachst. Das beißt sich ein bisschen und es sind dann aber auch Apokalypse-Tanks mit einem experimentellen Scharfschützengewehr auch nicht gar so mehr die Herausforderung. Ja, wenn du dann auf einem gewissen Level oben bist. Jetzt sagen nicht, dass ich mich mit den Trotteln schon wieder auseinandersetzen muss, weil dann kriegst du nämlich einen Anfall. Vor aller Augen verborgen. Na, das freut mich. Kann man aller Augen auch ausborgen? Das wäre natürlich noch besser. Mhm. Upsi. Ups. Ups. Ja. Wie gesagt, ich habe mich in den letzten Ausgaben auch für diesen Brei, für diesen Grafikbrei ein bisschen entschuldigt. Aber ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, mein Spiel an sich
funktioniert mit diesem ganzen Brei ein klein wenig besser. Die Relaisantenne ist da ist eine Relaisantenne die Straße runtergestanden. Die müsste eigentlich auch weg sein. Die habe ich auch beseitigt. Da unten ist der Leuchtturm, wie du siehst. Wir werden uns jetzt da mal umschauen und dann gehen wir weiter da in Richtung eine andere Burg. Genau. Ich werde schauen, wieder 2 Episoden. Je halbe Stunde zusammengeschnitten. Und dann passt das wieder. Genau. So mit Kapitelmarker. Ebenso wie ich es jetzt mit diesem Spiegelstand angefangen habe. Ich glaube, bin ich doch nicht auch durchgelaufen. Boah, das wissen die alles gar nicht mehr. Eins, 200. Wer kommt's nur her? Da hinten irgendwo. Haha! Schon blöd, gell? Nehmen wir noch eins. Na toll. Ich spüre mich da jetzt gerade ein bisschen, gell? Wir können da mittlerweile schon zig Millionen herstellen. Das nehmen wir alles mit. Ist das nie? Fünf. 6. Okay, da oben ist ein Polizeiauto. Da habe ich schon alles durchsucht. Was ich mich erinnere. Ja, sicher. Und bis auf leere Türen war da nichts. Genau. Was? Leere Türen? Aha. Ah, da sind wir auf der Unterseite. Okay. Schauen, vielleicht finden wir da irgendwo einen Weg auf. Und ansonsten glitschen wir uns da durch. Durch die Gemüsepampe. Mir ist nämlich das letzte Mal bei einer Aufnahme ist mir nämlich das Spiel abgeschmiert. Und natürlich, du kennst mich ja mittlerweile, wenn du mich schon länger verfolgst. Ich bin ein relativ temperamentvolles Kerlchen. Mhm. Ja, genau, das habe ich schon zerlegt. Sheltering the evacuees in the base's underground hangars as per orders. That fax, I don't get it. Why did the army bring the civilians to Saltholmen? It goes against protocol. But it sounds like they were really brought there, right? All this time. We've been desperate to find out why everybody vanished. If they're even alive.
I think that maybe we will really find your grandma and grandpa, your friends and everyone else in there. Whatever happened, we're really close now. Und genau da fängt das Spiel an, den Spieler auf die falsche Fährte zu locken. Der Pontus hat jetzt gerade gesagt, dass wir der Sache des Rätsels Lösung schon nahe sind. Das ist kompletter Schwachsinn. Es wird noch so lange dauern, bis wir alle Teile zusammengetragen haben. Von diesem, ich nenne es jetzt mal, überdimensionierten Puzzle. Ja, wart einfach an, was kommt, und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Weil nämlich zu diesem Zeitpunkt, wo wir, wo der Pontus jetzt gemeint hat, dass wir dahinter kommen, was passiert ist, das stimmt nämlich so gar nicht, weil ab der Ackerlandregion werden Pontus und Therese überflüssig. Die kommen nicht mehr vor. Im Laufe der ganzen Geschichte. Weil sich das Spiel bzw. die Geschichte in eine Richtung dreht, mit der rechnest du gar nicht. Aber das wird er dann alles sagen, wenn es soweit ist. Und wir werden auch eine kleine Zeitreise machen. Warte mal. Scheiße. Ich habe nur mehr die 13 Schuss dabei. Egal. Egal! Hab ich gesagt. Suche den Bunkereingang im Stützpunkt Saltholmen. Ja, laut Pontus war es gegen die Regel, war es ein Verstoß seitens der schwedischen Armee. Aber was hätte die schwedische Armee sonst machen sollen? Es gibt Fetzen, es gibt Hinweise, ich muss das so formulieren. Es gibt Hinweise drauf in der Geschichte, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Die schwedische Armee hat am 10. November keine anderen Möglichkeiten gehabt. Sie sind buchstäblich allein gelassen worden mit dem Scheiß, der da passiert ist. Also. Und ich glaub's mir, nicht nur 3 Durchläufe. Ich glaube, das ist mittlerweile alles in allem, wenn ich so alles zusammenzähle, ich glaube Durchlauf Nummer 5. Ja, weil die Geschichte eben relativ komplex bzw. relativ lang benötigt, bis du einmal in die richtige Richtung kommst. Niederschrift einer militärischen Übertragung. Marinestützpunkt Saltholmen, 10.11.1989. Ich lese da gleich nochmal vor. Also mich ein bisschen eine wichtige Notiz, weißt, damit du ein bisschen einen Kontext hast. Warte mal ganz kurz. Wir müssen uns da... Ich lese da den Bunker vor, beziehungsweise wenn wir mal ein bisschen mehr Spazi haben mit Gegner etc. Brauchen wir nicht. Da drin kannst du jetzt vorlesen. Ich mach da zu.
Sehr gut. Da haben wir jetzt kurz Zeit, dass ich das schnell vorlese. Log. Militär, da. Versorgungskonvoi 271, also beziehungsweise am 10.11.1989, 13:57 Uhr. Versorgungskonvoi 271 wird vermisst, seit 12:27 Uhr. Die letzten bekannten Koordinaten sind auf der Straße nach Mesquer in der Nähe von Grantorp. Ursache der Funkstille unbekannt. Wiederholte Versuche, den Kontakt wiederherzustellen, waren erfolglos. So. Ich You on weiß, your way to the Saltoman base? Good. Remember, our objective is to investigate the massive signal jamming and get the radios working again. nur muss ich leider, wenn wir dann später ins Ackerland kommen, muss ich ein bisschen ausholen mit der Geschichte, da muss ich ein bisschen mehr Vorab-Infos loswerden, die wir dann später brauchen werden. Da gibt's einiges. Ich sag dir dann, wann die eigentliche Geschichte beginnt. Und vor allem die Südküstenregion ist für die Geschichte an sich selber von, ich sage mal, von höchster Wichtigkeit. Genau. Da gibt es einen Eintrag, dazu komme ich später, der so irrelevant ist, dass er fast schon wieder wichtig ist. Genau. Scheiße, ich suche ein Gebäude, wo ich mich verschanzen kann. Shit, da ist ein Hunter. Machines patrolling the base. Na, Makes wirklich? sense. They must be stationed as guards. Then it means we came to the right place. Drecksau. So. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Kruzifix. Oh, wir haben Besuch. In der Hütte. So wird noch mit. Das wird man drauf gehen, weißt du? Jetzt waren wir sicher wieder.
Scheiße! Damit du weißt, dass wir da sind, weißt? Aha. Ja, du sollst auf die Maschinen schießen, Mädel, nicht auf den Tierstock, da kann nichts dafür, du. Kruzifix. Der zittert schon vor Aufregung. Wo ist die kleine geile Schwedin? Fix. Oder hat keiner gesagt, dass der Guerilla-Schwierigkeitsgrad einfach ist. Fix du. Good riddance. First, let's find a heavy-duty radio system and make sure it's functional. We need to rule out any hardware malfunction. Da oben ist noch ein. Da oben irgendwo. Okay. Da ist noch eine Hand da. Die zwei habe ich auseinandergenommen. Ist da noch irgendwas erinnern? Nein.
da oben irgendwo laufen die zwei um. Alles wurscht, wir schauen uns jetzt mal da um. Weil wir müssen dann noch in den Bunker. Dann beenden wir die Aufnahme da, je nachdem wie lang sie ist. Wir dann hinten noch was dran schneiden. Gott, so viel tragen können wir nicht mehr. Das ist momentan mein größter Sorge. Super. Da ist nichts, da finden wir auch nichts. Ja. Ist da herum irgendwas Wichtiges für uns noch? Perfekt. Da ist auch nichts. Dann laufen wir da rüber. Looten den Soldaten. Na, für die Faustfeuerwaffen, das brauche ich nicht. Was ist da? Ja, viel tragen können wir nicht mehr. Ich würde es dann später alles nur zerlegen, weißt? Mehr will ich gar nicht damit machen. Perfekt. Dann schauen wir uns das da schnell an. Was haben wir da? Nix. Auch in Ordnung. Was haben wir da? Rucksackerl. Feuerwerkskörper. Nehmen wir auch mit. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da müssen wir noch rein. Vier Kilo, Füße nehmen wir, was wir mitnehmen können. Alright. This sounds like, yeah, electromagnetic interference coming from the signal emitter. I bet it's caused by a device placed on the radio mast itself. Ja, da machen sie eine Wissenschaft draus. Ja, man kennt es ja, den Tick. So that's what the enemy deployed to prevent us from coordinating our defense. Try the radio now. Hopefully the tower's working again. Wollen wir es nochmal?
the signal's gone again. I didn't understand everything he said, but it was Russian. The Soviets are trying to get in touch with us. Another signal emitter must have taken over the jamming. Pontus, how can we find where the next radio mast is? I'm sure you can find a map in the Saltholmen base. We gotta find it and remove those ticks. It's our best chance to let anyone know we're alive. Richtig. Hier ist der erste Punkt, wo die Geschichte einen anderen Pfad aufnimmt. Dieser Pfad hier, der wird uns eigentlich bis zum Ende begleiten. Der ist wichtig. Der ist irre wichtig, weil er eigentlich die Geschichte anders zeigt. Und spätestens jetzt sollten wir uns als Spieler die Gedanken machen, was hat unser Charakter mit dem ganzen Scheiß zu tun? Ist nicht viel, ist nur ganz eine minimale Kleinigkeit. Aber gerade die hat mich beim ersten Mal durchspielen schon ein bisschen geärgert. Mhm. So. Ein bisschen sprenge die Bang. Ja. Wenn jetzt noch was looten geht, dann sind wir voll, bis oben raus. Aber was habe ich damals so anders gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin das letzte Mal jetzt kapiere ich gar nichts mehr, warte mal. Over and Out Lock. Ich muss selber ab und zu schauen, weil wie du siehst, das Spiel ist relativ weit aufgebaut. Ein Tick, das sich in einem Schaltkasten beim Funkmast in Stützpunkt Saltholmen eingeklinkt hatte, war der Grund für die Störung des Funkverkehrs. Das Entfernen des Ticks stellte den Funkempfang vorübergehend wieder her und ganz kurz war ein sowjetischer Soldat namens Sergei Kuznetsov zu hören. So viel konnte Pontus mit seinem eingerosteten Russisch verstehen. Leider hörte er aber nicht mehr, welches Ziel die Sowjets verfolgen. Pontus und Therese vermuten, dass sofort ein anderer Funkmast die Aussendung des Störsignals übernommen hat. Den nächstgelegenen Funkmast zu finden und den Empfang wiederherzustellen ist unerlässlich, um wieder Kontakt mit dem sowjetischen Soldaten zu bekommen. Oder machen wir das gleich? Das ist da vorne. Good. So the nearest radio mast is in the west part of Norra Saltholmen. Then it must be close to Grantorp, I think. We gotta get in touch with those Soviets again. I'm not so sure. Don't you think it's possible the Soviets are behind all of this? Who else could it be? Maybe they're tracking down the last survivors. We don't know that for sure, Pontus. What if they wanted to help us? Anyway, I don't think we have any other choice right now. Ich muss der Therese recht geben. So. Over and Out ist jetzt da. Over and Out, genau. Da ist der Funkmasten. Jetzt laufen da schon 5 Rivalen um und um. Aber egal. Da habe ich noch irgendwo an Dings gehört, an Hunter. Oder ist der da in dem Bunker drinnen? This is it, the Saltholmen bunker. According to that fax you found, this is where the population of the archipelago was brought to on day 1.
Dann schleichen wir uns da mal rein. So ein Scheiß. So. Braucht man nicht. Nur bin ich mir jetzt nicht sicher, ist es in dem Bunker oder gibt es da noch einen Bunker, wo wir mehr über das Gas lernen? Ah ja, er spitzt sein Schwert. Der gute Mann. Die brave Maschine. The lights are out. Well, let's not lose focus. We know all the doors inside are equipped with an electronic lock system. So first of all, you should turn the power back on. Na Pontus, ich werde zuerst dir die Lichter auch dran. Geht einfacher. Da ist nichts. Zurück hinein. Das wird jetzt interessant, ja. Und na, der Hund ist nicht verpackt gewesen. Absolut nicht. Was ist in den Spiel nicht verpackt? Dieses Wehklagen, das habe ich auch des Öfteren betont in der Aufnahmen, die ich nicht mehr habe.
Good. One thing at a time. Now you can investigate the bunker. Let's try to find those evacuees. I don't expect they'll still be in there. If only we could find any clues about where they were taken. Wie gesagt, da haben sich die Entwickler dabei was gedacht. Indem sie jetzt da einfach mehrere Storystränge aufbauen und du dem folgst. Das ist irgendwie nicht so schlecht gemacht. Alligator um und um. Ah, so eine faule Sau. This is Sergeant Johan Anderson at the Minken Command Center. I have seen the orders to evacuate to Saltholmen Naval Base and to Fiskebäck over here. This is not in any known protocol. Have you received verbal orders from Command, over? Evacuation protocols are to evacuate to the mainland directly, and we have lost contact with Command at this point. There was a contact. I was informed that something was about to happen several days ago, and now this attack, and these evacuation orders. I need to know what the hell is going on. Respond, over. Clearly, several soldiers were having doubts about the weird orders they got. The army. Does this mean our army is involved in this, Pontus? I don't know anything about any of this, I promise. To me, it feels like the enemy knew everything about us. Our protocols, our communication channels, and they attacked from within. Richtig. Mehr verrate ich jetzt nicht. Die schwedische Armee hat damit nichts zu tun. Sie ist überfallen worden, auf gut Deutsch gesagt. Sie ist überfallen worden und die Obrigkeiten, das ist eh wie immer im normalen Leben auch so, die Obrigkeiten waren einfach nicht mehr zu sprechen. Genau. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Doch wo die Geschichte nun weiter ansetzt, das sage ich da alles. Prinzipiell laufen wir in diesem Durchlauf ja eigentlich nur die Story ab. Weil offen und ehrlich gesagt, der Rest ist mir dann schon als zu repetitiv oben aussehen. Ich höre da einen Hund. Ist es ein Hund oder ist es ein Tick? Da ist ein Soldat. Die braucht man nicht. Oder irgendwas? Nein. Das war's gewesen, ha? Oh, Hunter. Das war's gewesen. Du gehst aufs Scheißhaus und dann hast du einen Tick am Hintern. Da machen wir zu. Ich will das da in Ruhe lesen. An accident involving what? Some coma-inducing gas? Wow.
This doesn't make any sense. Doch, das Gas macht Sinn. Wenn du zurückschaust, jetzt die, sagen wir nicht, knapp 20 Minuten zurück, der Kampf mit dem Hunter und dem Gas. Ich glaube, das ist eh schon der Bunker mit dem Gas. Das brauchen wir alles nicht. Brauchen wir da irgendwas? Nein. Sleeping gas? Why would the army bring that to a bunker full of people? Is that why everyone's vanished? Dazu sage ich jetzt mal nichts. Auch das findet seine Aufklärung. Ich erinnere dich nochmal vor knapp 20 Minuten an den Hunter. Das schwedische Militär war indirekt darin verwickelt. Ich nenne es mit Absicht jetzt mal indirekt. Aber das wirst du alles noch sehen. Oben raus. Und dann wirst du auch... Oh... The gas canisters were delivered on the 10th. That's when everything went to shit. Shipment ID FNIX. What the heck does that mean, Pontus? No idea, sorry. Maybe an operation code name. It has something to do with all of this, that's for sure. Siehst du? So all the people were really in that bunker, but our own army sneaked in sleeping gas canisters and made everyone go into a coma. I can't believe this. I'm so sorry, Tejas. I really don't know what part the army played in all of this. Nee, der Pontus war es wirklich von nichts, das stimmt schon. Da verteidige ich ihn jetzt. Aber, wie du gehört, oder wie du gerade gehört hast, FNIX. Bei mir steht jetzt gerade die Gänsehaut auf. Jetzt schließen sich für mich, da ich ja persönlich mit Therese und Pontus diesen Storyverlauf das erste Mal spiele, schließen sich für mich auch einige Pfade, die ich noch brauche fürs Storyvideo.
hat einen Unterschlupf. Wo ist denn da einer? Ist da nicht... Ich glaube, da ist ein Unterschlupf, oder? Da werden wir uns... Genau, zu diesem Unterschlupf werden wir jetzt reisen. Genau, dann sind wir da. Dann haben wir da den Teil vom Scherengarten einmal abgeschlossen. Da gehen wir jetzt her. Ja, ich glaube, da unten ist ein Unterschlupf. Ach, schön. Dann rahmen wir uns aus und in der nächsten Aufnahme, je nachdem wie lang die hier ist, naja, die dürfte schon relativ Länge haben, genau, Unterschlupf. Sehr fein Spiel, danke, Bussi. Mua. Und dann werden wir uns weiter auf den Weg machen. Genau. Den Scherengarten werden wir komplett machen. Und danach werden wir uns nur mehr die Stories raussuchen, die Missionen, die für die Geschichte relevant sind. So läuft es nämlich an. Und du wirst sehen, die Geschichte ist an und für sich sehr gut. Also mir persönlich gefällt sie irrsinnig. Auch wenn sie jetzt zu Beginn sehr kryptisch erzählt wird. Du hast eine riesengroße Welt vor dir. Wir haben wieder Levelaufstieg. Yippie, yippie! Diesen Levelaufstieg, beziehungsweise dieses Dings werden wir da. Wissbegierde. Jetzt haben wir Level 2. Plus 100% verdiente EP. Erhöht die beim Abschließen von Missionen verdiente Anzahl EP. Genau. Da machen wir jetzt als nächstes den Komponentenschaden. Dann da ein bisschen was und dann gehen wir da oben. Genau. So, wo ist die Truhe? Ah, wo ist die Plünderer? Warte mal, haben wir da hinten noch irgendwas? Na, wir werden müssen einmal zurückreisen. Oh, da haben wir genug Platz. Oh. Pump Action Stufe 2. Ja, herrlich. Dann werden wir die Pump Action da gleich ausrüsten. Na gut. Ich bin ja dahingehend eh nicht so geil auf die Pumpe. Aber wenn wir schon Stufe 2 haben, warum auch nicht, gell? Okay. Weißt du was? Aber wir können schon reisen, sehr gut. Weißt du was? Ich nehme die jetzt einfach mit auf die Schnelle. Und zwar, ich mache das eigentlich immer da. Alles zerlegen. Die unwichtigsten Dinge, die du halt nicht brauchst. Und dann werden wir uns mal weiter befassen mit dem Thema Ausrüstungsbaum etc. Vielleicht kriegen wir wieder ein paar Punkte zusammen. Ich zeige da, was ich hinarbeite gerade. Warte mal kurz. Ist da wieder was respawned? Nein. Weil, wie du siehst, da hat sich ja einiges zusammengetragen. Die ganzen Kompensatoren etc., die tun wir alle da mal ein. Na, ich kann das jetzt anders machen. Wir haben jetzt da 4 Waffen. Mehr soll mal schauen. Na, 5. Vielleicht. Nö. Nö. Oh. Ah, das ist auf der anderen oben, okay. Oh. Da haben wir aber so. Haben wir da vielleicht noch die Möglichkeit, dass man. Oh, Restlichtverstärker klingt interessant.
Was ist jetzt besser? Was? Ich nehme die Stufe 2. Ja, sehr gut, dann könnten wir jetzt einmal hergehen und den Rest dabei zerstören. Weil, was ist denn? Wurscht, weg. Weg, weg. Was für Munition? Dings, Ergänzungen? Es ist Stufe 2, schau. Sehr gut. Dann können wir das eine auch gleich zerstören. Wann ist jetzt da? Ja, perfekt. Was will man nicht mehr? Aufregen kann man sich gleich drüber mal. Boah. Die können wir zerstören, das halten wir uns weg. Die halten wir uns weg. Weg, weg. Mäuserjagdgewehr 2 haben wir, gell? Ja. Bingo. Weg, weg, weg. Und die zwei halten wir uns da. Also die Raketen haben wir nämlich nicht. Weg, 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 weg. Die haben wir neu ausgerüstet. Weg und weg. Bingo. Schön. Das ist alles so wunderschön läuft gerade. Die Raketen, die halten wir uns auf. Dann den Scheißdreck da für die Faustfeuerwaffen, da mal außer, die 13, die brauchen wir nicht. Hohlmantel, Teilmantel, Hohlspitz. Da habe ich gar nicht gewusst, dass wir in kürzester Zeit so viel Munition zusammengebracht haben. Wahnsinn. Da haben wir mal 1000 weg. Da haben wir weg, da haben wir weg, da haben wir weg. Falsch. Da haben wir weg, da haben wir weg und da haben wir weg. Dann nehmen wir die Teilmantel. Ist wurscht, das ist zwar ein bisschen eine schwächere Muni. Scheiß drauf. Posten, Flinten, Vogeldunst. Die Magnus möchte noch zerstören. Sehr gut. Die hat nämlich auch so eine komische Schussrate, weißt? Das ist nicht so meins. Vielleicht in einem anderen Spiel, ja. Aber in dem Spiel ist die Rate für die Schuss, was die auch gibt, komplett für den Huger. Brauchen wir da jetzt noch irgendwas? Wie viel? 4 Adrenalinspritzen. Okay. Das zerstören wir, das zerstören wir, das zerstören wir. Das zerstören. Das eine Dings können wir nicht zerstören, da brauchen wir 10 Stück. Da brauchen wir 10 Stück, das geht aber nicht. Das geht aber nicht, gell. Die 2 zerstören wir. Die 3 zerstören wir, weil wir die Inhalte brauchen. Gut, in meinem Magen ist auch nur Inhalt drinnen, aber das ist eine andere Geschichte. Die 7 Radio zerstören wir und da nehmen wir uns 100. Das können wir auch zerstören, eigentlich. Die 4 brauchen wir auch nicht. So. 5 Kilo. Das knarzt und krockst und krocht so schön im Ohrwaschel. Das ist so richtig anzörnend. Da haben wir mal 15 Stück weg. Da haben wir mal 10 Stück weg.
Die halten wir uns. Da haben wir 2 Stück weg. Da haben wir uns 8 weg. Und da haben wir uns dabei eines auf Seiten. Genau, jetzt haben wir 31 Kilo. Viel zu viel eigentlich. Da haben wir mal 161 weg. Dort haben wir 144 weg. Ich glaube, das können wir dabei so lassen. Ja. Perfekt. Coole Sache, Baby. Gut. AP. HP. RD mit MD. Vogeldunst. AP. Wurscht. Autobatterie. Da können wir Standard. Genau. Feuerwerkskörper, wir riskieren's.